Herzlich willkommen zum SRF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll und weil Susanne Jansson heute in den wohlverdienten Frühlingsferien ist, mache ich die Moderation alleine. Es gibt einen Radiotatort bei uns zu hören. Beim Radiotatort ist ja das Versprechen, ganz wie im Fernsehen, dass man mit den Kriminalfällen in die Region geht, in die ganz verschiedenen Ecken des deutschsprachigen Raums und eben nicht nur spannende Fälle zu lösen bekommt, sondern auch was über die jeweiligen Ecken erfährt. Und schön ist natürlich auch, wenn man das im Hörspiel hört. Das gilt so richtig für die heutige Episode. Der Hakenmann vom Südwestrundfunk, SWR, der spielt eben in der Pfalz und man hört mal so richtig Pfälzer Mundart. Ist auch für Schweizer Hörerinnen und Hörer gut zu verstehen. Man muss aber schon ein bisschen die Ohren spitzen. Das lohnt sich aber auf jeden Fall, denn man bekommt einen richtig schönen Kriminalfall, der zwischen lokal, regional und global spielt. Im Mittelpunkt steht eine Brauerei in einem Dorf. Die soll übernommen werden von einem großen Konzern. Und man ahnt, der interessiert sich vielleicht nicht nur für die eigentliche Brauerei, sondern auch für die angeschlossene Quelle. Die Angst geht um. Das allgemeingute Wasser soll einem hier teuer verkauft werden. Dagegen regt sich lokaler Widerstand. Er wird aber auch auf YouTube überregional begleitet. Ihr seht schon, es spielt am Stammtisch, es spielt im Internet und es gibt auch einen spannenden Kriminalfall dazu. Viel Vergnügen bei Der Hakenmann von Monika Geier. In der Pfalz geht der Pfarrer mit der Pfeif in die Kirche. In der Pfalz, da singt ich hasse Montage und ich hasse die Tablette. Und beim Boy, lieber Freund, in Gemäuer, Vater. Gemäuer. Sag mal, es ist 7 Uhr, warum bist du so früh wach? Ich gehe heute paddeln. Es ist super Wetter, die Langtour. Krieg ich mal Glas, bitte? Ja. Du, bitte. Danke, mein Mädchen. Lass dich nicht von der Schnur gefressen. Ja, Vater, immer die gleiche Geschichte. Was ist denn das? Hast du was in Inge, du? Wo? In das Glas. Nee, das ist frisch aus dem Schrank. Das ist sauer. Probier mal. Oh. Das kommt aus dem Kran. Ja, dann trink das nicht. Unser Kranewasser ist vergift. Jetzt ist Schluss mit deiner Fatzklare. Jetzt bin ich draus schuld, ja? Nee, das ist die Trinkwasserleitung. Ja, Allah. Hast du jetzt viel davon getrunken, Vater? Nee, nur so ganz kleine Schluck. Nee, es langt. Ich ruf jetzt den Notarzt. Der Hakenmann. Kriminalhörspiel von Monika Geier. Das waren die Russen. Freiwillig Feuerwehr von Bellem. Schatzkekse. Die sind vor uns in der Wasserleitung. Die haben uns doch auch schon den Kerbestrauß geklaut. Oh Gott, jetzt sind sie ans Trinkwasser gegangen. Die wollen uns umbringen. Wer sind denn die? Die Regierung. Das hättest du nicht geschmeckt. Das wäre einfach wie ganz normales Wasser gewesen. Oh Gott, jetzt ist ja das Gift schon überall. Das muss aus Germerschem kommen sein. Da ist unsere zentrale Wasserversorgung. Die haben da geschlammt. Und wir sind ja nur eine unwichtige Randgemeinde. Mit uns kann man es machen. Klimakleber, what's up? Wir werden einer finden, der sich an die Tür vom alten Wasserturm gebappt hat. Das müssen die Bonkert von der Terroristengruppe gewesen sein. HW 100. Wissen Sie, dass die auch schon den Dorfbrunnen vergiftet haben? Der Brunnen war bloß gefärbt, das war harmlos. Und ich finde, die haben recht, wenn sie sich gegen die Privatisierung von unserer deutschen Quelle engagieren. Die Quelle ist doch schon längst privatisiert. Die Kehrte Brauerei. Das war bestimmt Milchsäure, was die da ins Wasser gemacht haben. Das hat ganz sauer geschmeckt. Die panschen Bier. Ja, und womit panscht man Bier? Mit Milchsäure. Die Hauptwasserleitung läuft, soweit ich weiß, über das Gelände von der Brauerei. Ich kennt Wette, dass der Maser Alfons von der Brauerei mal wieder sein Leid nicht bezahlt hat. Ja, und jetzt haben sie es ihm endlich gezeigt. Anima? Ja, was? Ich hab über diese Wassersache do in Teierbach noch gedacht. Du darfst nicht drüber reden. Du redest ja nicht, ich rede. Also, jetzt hör schon mal.
Ich weiß, dass die Leitsache, der Götz Morgenthau und die Aktivisten von HW 100 hätten in Teierbach das Wasser vergiftet. Ja. Und zwar, weil sie nicht wolle, dass der Alfons Maas die Brauerei an Multifood verkauft. Wo ist denn mein Ladekabel? Also du weißt schon, dass Multifood ein absolut profitgeiler, turbokapitalistischer Sauhaufe ist, der weltweit Wasserrechte aufkauft, Um die Weltherrschaft zu übernehmen, ich weiß, Ele. Ach, du ist es ja. Spottst du nur. Du bist doch die Generation, die damit leben muss. Ele, ich muss los. Es ist gleich 7:30. Erster Tag in Ludwigshafen. Ach, an einem Donnerstag. Ach, das ist doch für Eichbeamte schon fast Wochenende. Ich soll mich nachher dem Team vorstellen. K11, Todesermittlungen und Umweltkriminalität, Ele. Siehst, deine Tochter macht was Vernünftiges. Ach, schön. Aber jetzt wart doch einmal. Ich muss dir was sagen. HW 100 hat mit dem Giftanschlag nichts zu tun. Aha. Ich weiß das aus erster Quelle. Lass mich rode. Die haben dir gesagt, dass sie unschuldig sind. Genau. Du solltest Polizistin werden. Dich kann man nicht verarschen. Also, ich bin froh, dass du im Staatsdienst untergekommen bist. Als Aktivistin, Schatz, wärst du eine Niede. Ist denn der scheiß Guck mal, Rucksack? wenn es HW 100 gewesen wäre, dann gäb's doch ein Video davon. Und das geht auf Social Media hoch und runter laufen. Gib's doch wenigstens mal weiter. Ja, ich muss noch kurz auf der Dienststelle vorbei. Wenn ich zufällig den Piero treffe. Ach, der Piero. Das ist so eine inspirierte Person. Sag ihm, er kann schon am Freitag kommen. Du hast nämlich einen Termin, Freiwoche. Denk gar nicht, er stroh dem Geld abzuknüpfen. Was machst denn du mit dem Piero? Da kann ich nicht drüber reden. Ja? Du, Anima. Fee, ich bin schon auf dem Weg. Ich freue mich so auf unser Vorstellungsgespräch. Ich muss dir was sagen. Ja? Ich habe meinem Team erzählt, dass ich von deiner private Rechercheaktion und deiner, ja, was soll ich sagen, exzessive Nutzung von unserem internen Personeninformationssystem eVoice weiß. Du hast mit deiner Mutter Daten abgerufen, weil sie Ärger mit irgendwelchen Leid von ihrem aktivistischen Umfeld gehabt hat. Was? Nee, also ja, aber Fee, du hast gesagt, dass du das mit dem eVoice vergisst. Ich hat's ja auch vergessen, bis du dich bei uns beworben hast. Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass du heute noch mal in Landau schaffst. Please, please, please. Private Rechercheaktionen, exzessive Nutzung. Ach, die Dumplunz. Anima, warum so bes? Ach, will nicht drüber reden. Jedenfalls viel Erfolg in Ludwigshafen, Anima. Echt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ja. Piero, was machst denn du heute? Brauereibesichtigung. Ich komm mit. Wie? Ja, klar. Und übrigens, meine Mutter lässt ausrichten, dass du morgen Abend schon kommen kannst. Zu irgendwas, was viel kostet, nehm ich mal an. Piero denkt dran, die Ele nimmt sogar fürs Atmen Geld. Was willst du überhaupt bei dere? Coaching. Berufliches Fortkommen im staatlichen Exekutivbereich. Einzelberatung. Und jetzt lach nicht. Bei dir hat's ja auch geklappt. Hä? Gehst du nur Ludwigshafen zur Krippe oder nicht? Okay, Herr Maas. Bitte lassen Sie uns die Situation in der Brauerei noch einmal durchgehen. Das hier ist Ihr firmaeigenes Wasserwerk und hier wird das Brauwasser für Ihr Bier aufbereitet, richtig? Genau. Unser Brunnen ist 100 Meter tief und wir können maximal 150 Kubikmeter Wasser pro Stunde fördern. Das Wasser kommt dann in einen von diesen Filterkies-Schnellfiltern. Da haben wir dort drüben die Teststation und wenn alles in Ordnung ist, können wir das Wasser verwenden. Alles ganz ordentlich, nur Vorschrift. Und wieso kehrt Ihnen der einzige Brunnen im Ort? Und die Gemeinde muss ihr Trinkwasser aus Germersche beziehen? Naja, es ist nur mal unser Grundstück und wir zahlen ja was für die Entnahmen. Früher waren wir auch für die Versorgung vom Ort zuständig, aber die allgemeine Trinkwasserversorgung darf nimmer über private Anbieter laufen. Und deswegen sind wir raus. Aber Ihr Betrieb ist noch physisch mit der allgemeinen Trinkwasserversorgung verbunden, oder? Jo, die alten Leitungen sind seit Jahrzehnten ungenutzt und verplombt. Das habe ich der Technikerin vom Wasserwerk gestern schon gezeigt. Das ist alles unter Verschluss und unbeschädigt. Ist es richtig, dass der Multifood-Konzern sich für Ihr Brauerei interessiert? Jo, wir haben ein Kaufangebot. Das ist leider inzwischen allgemein bekannt.
Unser Chemiker hat festgestellt, dass es sich bei der Einleitung um Milchsäure gehandelt hat. Können Sie sich irgendeinen Grund vorstellen, wieso jemand von hier aus Milchsäure ins Trinkwasser kippen soll? Nee, unser Wasser ist sauer genug. Verwenden Sie Milchsäure beim Bierbrauen? Ganz sicher nicht. Moment mal. Ja? Was? Okay, ja. Danke, wir kommen. Herr Maas, auf Ihrem Gelände steht so eine Art Wasserspeicher, oder? Der alte Wasserturm, jo. Aber der ist nicht mehr sicher und gehört praktisch der Gemeinde. Die Technikleute aus Germersheim stehen dort vor der Tür. Die haben da ein offenes Fenster entdeckt und vermuten einen Einbruch. Sag mal, Piero, was ist denn so schlimm an Milchsäure? Da kenne ich mich nicht aus. Hallo. Ach, da kommt der Bürgermeister. So, da bin ich mit dem Schlüssel. Polizei, servus. Hallo. Hallo. Lindefeld, ich vertrete die Gemeinde. Haben Sie denn jetzt eine Erklärung für die Verunreinigung in unserem Wasser? Wir ermitteln noch. Ich habe gehört, es soll Milchsäure gewesen sein. Das hätte ich auf dem Alfons Maas nie gedenkt. Was hat's denn mit der Milchsäure auf sich? Naja, die kann man beim Brauen benutzen, um das Wasser weicher zu machen. Da schmeckt das Bier weniger bitter. Mhm. Der Alfons muss echt verzweifelt gewesen sein. Ja, vielleicht hat es ja auch ganz andere Hintergründe. Ich habe gehört, die Brauerei soll verkauft werden. Und eine Aktivistengruppe will das verhindern. Vielleicht haben die das eingespeist. Ja, die wären mir als Täter sehr viel lieber gewesen. Die Leute sind unnötig wie ein Kopf. So. Oh, wacht. Die Treppe ist ein bisschen eng. Und da oben leben Tauben, glaube ich. Was ist denn das? Was dann? Also jetzt langt mal's wirklich. In den Turm darf eigentlich niemand rein. Und das Zeug war das letzte Mal nicht da. Was? Das Fahrrad, der Schrank und das... was denn das? Müll. Das ist Müll. Ich weiß auch, wer den da abgestellt hat. Und dem werde ich jetzt was erzählen. Können Sie gern dabei sein. Okay. Übrigens, hier, die Technikleute vom Wasserwerk, die kennen sich bestimmt aus, die können schon mal in den Turm. Denkmalgeschützt, übrigens. Ein Kunstwerk aus den 50ern. Beachten Sie die UFO-Form. Ich gehe mit hoch in den Turm. Wer hat doch so einen Müll neu gestellt? Der Hagemann. Unser Dorf. Also ich will nichts sagen, ne. Er ist halt speziell. Aha. So, der wohnt da vorne in der Bauwache. Hagemann! Hagemann! Christian, was ist denn los? Du warst im Wasserturm. Nee. Da stehen Sachen von dir drin. Das hat mir der Alfons erlaubt. Der. Ich hab das verboten. Ich hab da gesagt, in den Turm darf niemand rein. Da fließt die Wasserleitung durch. Du hast doch nichts verloren. Jo. Sag mal, hast du etwa einen Schlüssel für den Turm? Nee, den hab ich doch dem Alfons zurückgebrungen. Wie heißen Sie? Hagemann. Und der Vorname? Holger Schmitz, genannt der Hagemann. Wieso Hagemann? Geht fort! Komm, lass mich in Ruhe! Also, es ist ein schlimmes Schicksal. Sein Bruder, Tom, ist ertrunken, als er 13 war. Drunter am Roy, immer altarm. Der Hagemann war dabei und sonst niemand. Keiner weiß, was passiert ist, aber er, also damals noch der Holger, ist völlig durcheinander zurückgekommen. Den hätten sie ins Heim stecken müssen. Er hat es nicht geschafft und hat sich fast zu Tod gesoffen. Dann hat mir irgendeiner die Bauwache durchgestellt, ihm eine Angel in die Hand gedrückt und jetzt, ist er einigermaßen stabil. Angelt, immer. Vor allem in der Nacht. Ja, und der Name? Hagemann? Kommt der vom Angle? Sie leben nicht am Wasser, habe ich recht? Nee. Also da im Ort haben die Kinder Angst vom Hagemann. Und das ist eine Schutzmaßnahme. Also, obwohl das heute noch erzählt wird, ich weiß gar nicht, das ist ein altes Märchen. Der Hagemann. Ein hungriger Wassergeist, spitze Zähne, halb Mensch, halb Fisch, lauert unter der Wasseroberfläche, bis ein unvorsichtiges Kind ans Ufer kommt. Und das zieht er dann mit seinem Hoger runter in die Tiefe, damit sie ertrinken tut. Und er es auffressen kann. Aha, so nennt er sich, dieser Holger Schmitz. Hagemann. Freiwillig.
So, hier ist es. Hier ist es passiert. Siehst du das Fenster da? Ganz unten neben der? Das offene? Jo. Ein bisschen schmal, aber du kannst sich jemand durchquetschen. Stimmt. Ist ziemlich nah über dem Boden. Von außen war alles zugewachsen, aber die Pflanzen drumherum sind zerdrückt. Also ist jemand gebrochen? Ihr. So, und jetzt komm mal mit. Achtung, du musst drüber steigen. Ja. Der Lindefeld, also der Bürgermeister, der wartet da drin auf uns. Und die Leute von der Technik? Die kommen klar. Boah, das ist alles Zeichen von dem Typ da, der in dem Bauwagen wohnt. Jo, Allah, jetzt komm. Der ist mal unheimlich. Hier, 2 Sachen. Das da ist das Rohr, das nach oben in die Wasserkammern und nach unten in die Trinkwasserleitung führt. Irgendwer muss also die Ventile aufgedreht haben und dann von oben was in den Abfluss von einer leeren Wasserkammer gefüllt haben. Und dann das da. Der Kanister? Die Kollege vom Wasserwerk vermutet, dass dort die Milchsäure drin war. Oh, ein ganz schöner Klopper. Naja, du brauchst halt schon ein bisschen Masse, damit jemand überhaupt was von deinem Streich schmeckt. Milchsäure ist farblos. Ja, ich verstehe sowieso nicht, wieso jemand das machen sollte. Also, die Aktivistengruppe nennt sich HW 100. Der Name kommt vom höchsten möglichen Hochwasser. Ja, die waren's aber nicht. Aha, und das wärst du, weil du bald bei der Kriminaler schaffst? Nee, sagt die Ele. Ach, guck mal, jetzt ist sie auf einmal glaubwürdig. Ach, die hat doch irgendwie Connections. Aber sie hat auch recht, wenn sie sagt, dass mir dann von HW 100 ein Bekennervideo hätte. Komm, geh mal hoch. Achtung, die Treppe ist eng und voll mit Taubeschiss. Oh. Hallo? Wo sind Sie dann? Herr Lindefeld, wir sind hier. Sagen Sie mal, wie konnte Holger Schmitz überhaupt so einen Kram hier neu bringen? Der Schlüssel liegt doch bei der Gemeinde, oder? Also ich vermute, dass der Alfons in der Behalte hat. Der Turm steht ja auf seinem Grund. Der Alfons nimmt's nicht so genau. Es geht ihm ähnlich sehen. Das ist echt ein Lost Place. Ein ganz außergewöhnliches Bauwerk. Da oben befinden sich 2 Kammern, eine zylinderförmig in der Mitte und eine Ringkammer außen um den Zylinder herum. Wenn dann Wasser drin ist, stabilisieren sich die Kammern gegenseitig. Auf die Art konnte man viel filigraner bauen. Das ist ein ganz wunderbares Konstrukt. Das will ich sehen. Ist zwar gegen die Vorschrift, aber gehen Sie auf keinen Fall in unbeleuchtete Stellen. Klar. Ich komm mit. Wow. Was ein Raum. Da fühlst du dich schon wirklich wie in einem UFO. Also, wir stehen jetzt genau über deiner Wasserkammer. Das da ist die Luke, die runter in die zentrale Kammer führt. Zum Glück haben wir Technikleute die jetzt mal aufgekriegt. Das war nämlich ein Problem. Normalerweise braucht man dazu einen Hebel, so Eisenstange. Die haben wir bloß nirgends gefunden. Du meinst sowas wie ein Hake? Genau. Und das da? Das ist die Luke für die Ringkammer. Aber von dort aus kann man nichts direkt einladen, da brauchen wir gar nicht zu gucken. Und? Was gefunden? Ja, alles klar, danke. Super, wir haben die Einladungsstelle. Ich bestell die Spusi. Und was ist mit der Ringkammer? Das ist doch der Hammer, dieser Raum. Anima. Ich versuch's alle. Die Kollegen haben die andere Klappe ja auch aufgekriegt. Die haben sich doch wohl einen Griff aus der Schraubzwingen hier gebaut. Oh, es ist schwer. So. Piro, das ist Hammer hier. Boah, was ein komischer Ort. Wenn man sich vorstellt, dass das alles voller Wasser war und ich bin vielleicht der erste Mensch, der hier drin rumläuft. Hey! Bah! Wahnsinn. Oh, scheiße. Die Decke sieht wirklich brüchig aus. Vielleicht soll ich nicht so einen Krach machen. Unheimlich ist es schon. Wenn du jetzt die Luke zumachst, Spiro, komme ich nie wieder raus. Okay. Ich gehe mal außen rum. Wow. Oh, was ist denn das, du? Ah, das muss der Hake sein, den die Uwe gesucht haben, um die Luke aufzuziehen.
Was macht denn der da? Oh Gott. Da ist ja Blutrohr. Und da ist noch... Ah! Pierrot! Kripo Ludwigshafen, K11. Wir müssen hier mal durch, bitte. Wer ist die Tote? Franka Reichel, Ende 30. Bekannt als die Macherin von Make Your Own Research. Das ist so eine Art Style-Videoreihe auf YouTube über kontroverse gesellschaftspolitische Themen. Ist eine Pfälzerin, wohnt jetzt in Berlin. Hat sich da in Teuerbach gemietet, um dann einen Protest gegen den Verkauf von der Brauerei zu recherchieren. Style-Videos über kontroverse Themen, was soll das denn? Ja, Verschwörungstheorie mit Modetipps. Aha. Und wie ist sie gestorben? Umgebracht, eindeutig. Wir vermuten, dass sie oben in dem Bereich über die Wasserkammern auf den Täter getroffen ist. Dort muss sie dann mit dem Eisenhacke erschlagen worden sein. Und dann ist sie in die Ringkammer platziert worden, und zwar so, dass man sie von der Luke aus nicht mehr sehen konnte. Die mutmaßliche Tatwaffe, der Eisenhacke dort zum Öffnen der Luke, der liegt noch neben ihr. Geld und Ausweise sind noch da und das Handy fehlt. Und von hier wurde auch was ins Trinkwasser eingeleitet? Milchsäure. Die wurde aus der inneren Kammer ins Trinkwassersystem eingespeist. Trinkwassermanipulation. Das könnte sogar ein Terroranschlag sein. Ehrlich gesagt war die Theorie bis vor kurzem, dass die Verunreinigung einfach aus der Brauerei kam. Die ist so klein betrauen. Und wie ist die Theorie jetzt? Es war kein Unfall, sondern Absicht. Und von wem? Dazu guckst du dir am besten mal an, was wir auf dem YouTube-Kanal von der Reichel gefunden haben. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Videoreihe Make Your Own Research. Wie immer kontrovers, investigativ und heit aus so einem Kaff, von dem ihr noch nie gehört habt. Wo sind wir hier? Tierbach. Tierbach. Aber auf dem Ortsschild steht Teuerbach. Egal, hier gibt's nix, aber auch gar nix außer riesige Mücke. Diese Mucke heißen hier auch Reinschnaken. Dischen aber nicht. Echt? Die machen nix. Und ich hab mich für euch in diese Einöde begeben, Tja, hier wird gerade ein heißer Kampf ausgetragen. In der linken Ecke die Brauerei Maas. Unser Maas-Brauerei, unser Heimatbrauerei. Bier, Leute. Ich kann euch gar nicht sagen, was ein ähnliches Bier im Körper alles vergiftet. Mehr dazu in meinem Beitrag: säurearme Ernährung. Jetzt aber zurück in den Kampfring. In der rechten Ecke eine militante Gruppe, die sich HW100 nennt. Was das heißen soll? Tja, hysterische Wichtigtour vielleicht. Diese Leute terrorisieren im Namen der sozialen Gerechtigkeit die hiesige Dorfbevölkerung. Wir erinnern uns. Tierbach, also Teuerbach. Genau. Können Sie mir erklären, was HW100 kürzlich hier gemacht hat? Die langhaarische Bombeliger von der Revoluzergruppe haben das Wehr von der Weißbach aufgemacht und der ganze Garten überschwemmt. Meine Krummbeeren, meine Gellerriebe, die Gummer, sogar die Druschle. Alles ist versoffen. So sieht's aus. All Vegetables vernichtet. Ich würde ja wetten, dass die sowieso mit guten alten Bauernpestiziden gepäppelt waren. Aber die Leute hätten sie gegessen und jetzt ist nichts mehr da. Nur, warum haben die Aktivisten das gemacht? Die sind verrückt. Verrückt. Also eins kann ich euch verraten, es ging nicht um Pestizide. Die Terroristen wollten einzig und allein verhindern, dass die Maas-Brauerei, Unser Maas-Brauerei, unser Heimatbrauerei. verkauft wird. Denn Unser Maas-Brauerei ist pleite. Aber Glück im Unglück. Es hat sich ein Investor gefunden. Was würde ein Verkauf bringen? Herr Bürgermeister? Das wäre ganz wunderbar. Also die Firma Multifood, die do ganz groß investiere. Wir könnten Arbeitsplätze sichern, Arbeitsplätze schaffen und ich denke da auch ganz konkret an die Gewerbesteuern. Wir könnten endlich den Kindergarten ausbauen. Checke. Eine gute Sache. Aber wieso ist HW100 dagegen? Was sagt der Hotte Aktivist? Der Multifood-Konzern kauft weltweit Wasserrechte auf. Das ist eine Gefahr, weil... Aber für wen? Man weiß es nicht. Und ich muss euch sagen, Leute, ihr könnt über die HW100-Idiotie denken, was ihr wollt. Aber habt ihr diese Stimme gehört? Plus 100 Aura. Was tust du für dein Body? Was? Ich muss dir sagen, du siehst aus, als ob du säurearm lebst.
Sehr säurearm. Lebst du säurearm? Ich bin Vegetarier. Rede. Ich feiere ja so hotte Revolutionäre. Auch wenn sie nur vom Demogeld aus irgendwelchen linken Kanälen leben. Aber jetzt haltet euch fest. Wer auch auf dieses Geschenk Gottes an die Vegetarierinnen steht, ist keine andere Person als diese hier. Was soll denn das? Lass mich in Ruhe. Und jetzt kommt's. Wisst ihr, wer das ist? Richtig. Die Tochter von diesem wichtigen Unternehmer. Unser Maas-Brauerei. Rissa Maas, die Tochter vom Brauereibesitzer Alfons Maas, ist erstaunlicherweise Mitglied der Aktivistengruppe HW100. Sie ist gegen den Verkauf der Brauerei, also gegen die Schaffung von Arbeitsplätzen, Kindergartenausbau. Außerdem ist sie mitverantwortlich für die Flutung der Gärten in Tierbach. Und ich habe recherchiert. Ich sag euch, was sie so den ganzen Tag über tut. Paddle. Ich denke, dir geht hauptsächlich Paddle. Rissa Maas studiert seit etwa 5 Jahren praktische Philosophie in Heidelberg. Bislang ohne Aussicht auf irgendeinen Abschluss. Sie wohnt daheim bei ihrem geschiedenen Vater mit 23. Bei gutem Wetter packt sie ihr Paddelboot aus und geht auf den Rhein. Jetzt denkt ihr bestimmt, bei dem Lebenswandel muss das die gechillteste Person ever sein. Aber ich sag euch eins, die lebt nicht säurearm. Was soll denn das? Lass mich in Ruhe. Genau. Boah. Bad Vibes auf 20 Meter, sag ich euch. Und guckt euch mal den sexy Schlüppi an. Ästhetik müsste Fachgebiet der Philosophie sein. Dann wäre auch dieses Shirt zu dieser Jacke nie passiert. Also, Rissa Maas, die Beauty Queen von Tierbach, die Aktivistin von HW100 hierher in dieses Kaff gelockt, um die Leute zu terrorisieren. Und warum? Die sind verrückt. Leute, Real Talk. Der eigentliche Chaosfaktor in Teuerbach ist Rissa Maas. Die ist faul, weltfremd und sieht aus wie aus dem Container gezogen. Weil die nie arbeiten musste, meint die wohl, dass wir alle von Grundeinkommen und Sachspenden leben können. Und die will den Leuten hier eine Riesenchance vermasseln. Dabei wäre ein real funktionierender Betrieb so ein Upgrade für Teuerbach. Die Dorfmuttis könnten mal über den Tellerrand gucken, sich entwickeln, Deutsch lernen. Weißt du, wie ich mein? Und es könnte auch der, wie soll ich sagen, enthemmten Ernährung dieser isolierten kleinen Nachkriegsgemeinde einen echten Push geben. Und was die alles essen? Cringe, sag ich euch. Lange. So, Frau Clarissa Maas, wo waren Sie in der Nacht von Sonntag auf Montag und am fraglichen Abend, bevor hier das Wasser sauer geworden ist? Ich war hier. Nachts hab ich geschlafen. Alle. Besitzen Sie einen Schlüssel zum alten Wasserturm? Ich glaube, mein Vater hat einer. Der steht ja auf unserem Gelände. Und waren Sie in letzter Zeit in oder an diesem Gebäude? Nee, wieso? Da ist Milchsäure in die öffentliche Trinkwasserleitung eingespeist worden. Wie erklären Sie sich das? Wenn Sie damit auf HW100 anspielen wollen, ja? Sowas würden wir nicht machen. Gut, dass Sie diese terroristische Gruppe erwähnen. Da sind Sie ja Mitglied, oder? So wie Götz Morgenthau. Wir sind keine Terroristen. Wir sind nur widerständig. Sie haben hier den Dorfbrunnen gefärbt. Ach. Und die Gärte am Bach überflutet. Du ist die Milchsäure im Trinkwasser doch nur der nächste Schritt für einen Protest. Moment, wir protestieren aber nicht. Protest ist, wenn ich sah, das und das passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht passt, nicht länger geschieht. Lassen Sie mich rode. Das ist von Sartre? Diesem Salonrevolutionär? Das ist doch so einer wie Sie. Der Satz war von Ulrike Meinhof, beziehungsweise aus der Black Power Bewegung. Aha. Aber Sie sind keine Terroristen. Nee. Vielleicht sind Sie wirklich nur so wie schlechter Social Media. Was? Kennen Sie die YouTuberin Franka Reichel, die Frau, die wir tot im Wasserturm gefunden haben? Wissen Sie, wie die sich über Sie geäußert hat? Ja, ich hab das gehört, das ist mir alles egal. Ah, Sie kennen die Videos von Frau Reichel? Natürlich, ich bin faul, dumm, hässlich und an allem schuld. Und das hat Sie nicht geärgert? Natürlich hat's das. Und jetzt ist die Frau Reichel tot. Ja, die ist vermutlich an ihrer basischen Ernährung erstickt. Frau Maas, ich würde es begrüßen, wenn Sie uns bei den Ermittlungen noch eine Weile behilflich sind. Sie hatten Zugang zum Tatort und wurden vom Opfer öffentlich verspottet. Ich halte Sie für dringend tatverdächtig und sehe Fluchtgefahr. Anima? Sie haben das Recht auf einen Anwalt und das Recht zu schweigen. Ja, Moment, was heißt denn das jetzt? Das heißt, ich nehme Sie hiermit in Gewahrsam. Anima, wir bräuchten dann einen Wagen, bitte. Geht klar. So, ich habe Sie draußen dem Kollege Dillinger übergeben. Danke, Anima. Und?
Wie gehen wir weiter vor? Also, wir sollten uns nicht nur auf HW 100 konzentrieren. Das Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet die schon eine ganze Weile. Aber die haben sich nicht zu dem Anschlag bekannt. Weil sie schuld sind an Reichels Tod? Das war sicher nicht geplant. Ja, vielleicht. Was ist deine Theorie? Da läuft so ein komischer Typ rum. Hakenmann nennt er sich. Der hat auch irgendwie Zugang zu dem Turm. Und der ist ein bisschen hebgedreht. Wie Menschen das? Psychisch labil. Als Kind hat er seinen Bruder verloren. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht war er sogar schuld. Den sollte man wohl überprüfen. Wo ist es, Rissa? Ich will sie sofort ziehen. Lass mich durch, du Huste-Gutzieher. Ganz ruhig. Hallo, was ist denn hier los? Das ist der Herr Maas. Hat sich nicht aufholen lassen. Wo ist es? Ja, gut, dass Sie da sind, Herr Maas. Ich wollte mit Ihnen sowieso noch sprechen. Sie haben die Rissa verhaftet. Sie ist Mitglied in einer mutmaßlich terroristischen Vereinigung, die wir im Verdacht haben, den Tod von Frau Reichel verursacht zu haben. Diese Internetschlamp. Ich will jetzt meine Tochter sehen. Die hilft uns momentan bei den Ermittlungen. Wo waren Sie eigentlich in der Nacht vor 3 Tagen? Von Sonntag auf Montag? Was soll denn das? Glauben Sie, ich als Brauer die Milchsäure auch nur anfasse? Geschweige denn von meinem Betrieb aus ins Trinkwasser kippe? Für wie bescheuert halten Sie mich? Außerdem haben Sie überhaupt keinen Grund, meine Tochter festzuhalten. Ich verkauf die Brauerei nämlich gar nicht. Und es Rissa weiß es. Wie bitte? Ich habe mit die junge Leute geredet und die haben mich überzeugt. Es ist nicht gut, wenn so riesige Konzern unsere Quelle aufkauft. Am Ende müssen wir fürs Trinkwasser Wucherpreise bezahlen, wie die Menschen in Afrika. Das können wir nicht zulassen. Aber ich dachte, Sie sind pleite. Naja, so pleite wie immer. Es wird mir schon was infallen. Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie wollen gar nicht verkaufen? Nee. Und das Rissa, wer ist das seit wann? Seit einer Woche. Ich habe zuerst mit dem Bürgermeister gesprochen und dann mit diesem Götz von HW 100. Was haben die gesagt? Mich für verrückt erklärt. Auch der Götz Morgenthau. Vor allem der Götz. Der hat mir nicht getraut. Hat gedenkt, ich det nur deeskaliere, weil diese widerliche Reichel hier alle aufgehetzt und meine Tochter so übel beschimpft hat. Emotionen runterkochen und dann der Handel in Ruhe durchziehen. Aber so bin ich nicht und das Rissa weiß das. Glaubst du wirklich, dass die Rissa Maas die Täterin ist? Also ich glaube, dass dieser Morgenthau zu ihrer Rettung auftauchen wird, wenn wir sie nur dramatisch genug in Gewahrsam genommen haben. Denn Morgenthau halte ich für die zentrale Figur in unserem Fall. Das LKA will auch mit ihm retten. Du spielst immer über Bande, oder? Was? Ich bin Pragmatikerin. So, und jetzt sagst du mir bitte, wo es in dem Scheißkaffee was zu trinken gibt. Ich verdorscht. So, 2 Mamas Kellertrieb, bitte. Feierabend. Herr Sarenemol, ihr seid doch von der Polizei, oder? Ich hab euch heute zum Hagemann gebracht. Und jetzt ist ein Mord passiert? Ein Todesfall mit ungeklärter Todesursache. Mehr können wir nicht sagen. Eckelsberg, Kripo Ludwigshafen. Und Sie sind? Lindefeld, ich bin dort der Bürgermeister. Die Tote ist die Frau Reichel, die du recherchiert hat. Und sie haben die Rissa festgenommen. Das hat sich aber schnell rumgesprochen. Naja, die Reichel, die ist leider ziemlich persönlich, Woche. Also, hinter die Videos gesehen. Da könnte schon ein Motiv drinstecken. Ich erinnere mich dunkel, dass du die Internetziege daher gelockt hast. Hat sich halber totgelacht über mein Krummbeerstampes. Kartoffelpüree, das Häse. Die kocht doch noch aus dem Pickel. Deswegen muss man sie aber nicht umbringen. Ich hab's um Hilfe gebeten, weil ich mich über die HW 100 geärgert habe. Ich sag da jetzt einmal was ganz Verrücktes. Ich find, die junge Leute haben vielleicht wirklich recht. Da die Internet-Tussi, die wollt unsere Rissa de Götz ausspannen, ist doch so ne klar. Jo, am besten wäre, der wird zusammen mit der Rissa die Brauerei übernehmen. Jo, heiraten sollen die. Ganz einfach. Der Alfons wäre ein guter Opa und die Junge, die könnten ja aus dem Betrieb noch was machen. Das wollen die aber nicht. Die machen nur Sachen kaputt. Die haben die ganze Gärte an der Weißbach überschwemmt. Und jetzt ein Mord. Das war keiner von uns. Und die Rissa ganz bestimmt nicht. Na, dann war es womöglich der Götz. Also dieser Multifood-Konzern, die wollen doch wahrscheinlich gar nicht investieren. Die wollen doch bloß die Brauerei zumachen und uns irgendwann unser eigenes Wasser für teuer Geld verkaufen. Das hat mir der Götz auch erklärt. Der Götz war nicht einmal bei der Sondierungsgespräche dabei. Ich schon.
Die wollen die Brauerei sogar noch ausbauen. Eine riesen Abfüllanlage. Wir kriegen sichere Arbeitsplätze. Weihnachtsgeld, Lohn pünktlich am 1. Wir können den Ortskern ausbauen. Ja, und du kannst endlich dein altes sumpfische Acker da neben der Melzerlach verkaufen, wo es immer so gut riecht. Bitte? Ich hab gehört, der Alfons will gar nicht mehr verkaufen. Die Rissa hat ihn umgedreht. Die hat sie doch nicht mehr all. Die tät am meisten profitieren. Zum Glück wäre es der Alfons zur Sache und dass er Verantwortung hat für uns. Der kann nicht einfach zumachen und das macht er auch nicht. Das ist ja alles höchst spannend, aber... Uns gegenüber hat er gesagt, dass er nicht verkauft. Also ganz ehrlich, ihr habt seine Tochter verhaftet. Es ist ein Mord passiert. Da tät ich als Vater alles sagen, was entlastet. Du warst es! Du warst es! Ich hab dich gesehen! So ein Scheiß! Das stimmt doch überhaupt gar nicht! Jo, warst du! Lass mich in Ruhe, du! Halt, stopp! Polizei, auseinander! So, jetzt hier. Kommen Sie hoch. Schön langsam aufstehen, ganz ruhig. Worum geht's hier überhaupt? Der Spacko, der hat mich von hinten angefallen und geschlagen hat er mich auch noch. Schön da geblieben. Du warst es! Er war was? Der hat die Frau umgebracht! So ein dummer Quatsch! Ja, das erklären Sie jetzt aber bitte. Ich hab ne gesehen vor der Tür vom Wasserturm. Mit einem großen Kanister. Aha. In der Nacht, wo die Säure im Wasser war. Aha. Hey, du hast die Frau umgebracht, du. Du willst das Rissa in die Schuhe schieben. Das ist doch ein dummer Quatsch. Ich war an dem Abend überhaupt nicht da. Wir werden das überprüfen, Herr. Wie heißen Sie? Morgenthau. Götz Morgenthau. Ah, das ging ja zackig. Rückt ihn raus, den Morgenthau! Anima, was gibt's? Ich hab's eilig. Guten Morgen, Fee. Ich wollte nur mal nachfragen, ob ihr heute Morgen schon Zeit hattet, die Teamabstimmung zu machen. Ach, nee, tut mir leid. Ich geb dir heute Abend Bescheid, ja? Hier ist die Hölle los. Seit wir diesen Morgenthau in Gewahrsam genommen haben, läuft raus vor der eine Demo. Ich wusste gar nicht, dass HW 100 so viele Mitglieder hat oder Sympathisanten. Ein Gute. Danke. Er hat also kein Alibi. Doch, aber wir müssen ihn hier behalten, weil das LKA noch Fragen an ihn hat. Terrorverdacht. Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Fluchtgefahr. Oh Gott, das ganze Schisslerwing. Wenn das nette Morgenthau war, wen hat der Hagemann dann beobachtet? Ich vermute mal, der hat sich einfach im Tag geirrt. Wahrscheinlich hat der Morgenthau den Kanister in einer der Nächte davor deponiert. Dieser, wie nennst du ihn? Hakenmann. Das ist doch kein vertrauenswürdiger Zeuge. Und die Rissa? Ach, mussten wir gehen lassen. Wir haben nichts Konkretes gegen sie in der Hand. Und ich? Du? Ja. Wir bräuchten ganz dringend die Berichte. Die könntest du doch mal in aller Ruhe fertig machen. Mach ich. Du musst noch warten und noch länger warten. Schreib die Berichte. Aber dir zeige ich's. Dann finde ich halt allein raus, was passiert ist. Hallo? Hallo? Aufmache, Polizei. Ich weiß, dass sie da sind. Hagemann. Was willst denn du? Du bist hübsch. Du. Ich bin Polizistin. Erinnerst du dich? Ah jo, du hast mich gestern oben festgehalten. Bist stark, du. Du hast den Götz Morgenthau wirklich in den Turm gehen sehen? Jo, mit dem Kanister. Woher weißt du, dass es der Götz war? Es war nicht Rissa. So. Das hast du alles ganz genau erkannt. Wo hast du gestanden? Du, an der Weggabelung, wo es nuff geht zum Turm. Ich wollte weiter zum Bach. Angele. Das sind ja noch bestimmt 100 Meter bis zum Turm. Die Rissa war's nicht. Sag mal, wie findest du eigentlich, dass die Brauerei jetzt verkauft werden soll? Find ich nicht gut. Warum? Jo, die wolle anbauen. Das verschandelt die ganze Gegend. Dann bist du ja eigentlich auf der Seite von der Aktivisten, die hier protestieren. Von wem? Du hast dich für die Rissa geprügelt. Die ist hübsch. Die. Würdest du auch für sie lügen? Jo, natürlich. Wie mache ich denn das jetzt? Vielleicht. Frau Maas, wenn ich Ihnen sage, dass ich einen Zeuge hab,
verarscht. Frau Maas, dieser Milchsäurekanister, über den müssen wir retten. Nee, das ist nicht gut. Frau Maas, wissen Sie, was mich auf Ihr Spur gebracht hat? Dass Sie einen Eubruch in den Turm fingiert haben, obwohl der Milchsäurekanister gar nicht durch das Fenster passt, das Sie durch euch getrickt haben. Ach, nee. Ach Gott, da ist sie ja. Risa Maas, zu dir wollte ich doch. Ja, Paddelboot, Maas Brauerei Autoaufkleber. Die muss das sein. Nee, nicht wegfahren. Ich will mit dir retten. Wo will denn die hier? Weißt was? Ich hab heute eh nichts mehr zu tun. Ich fahr dir einfach noch. Risa! Hallo? Du bist doch die von der Polizei. Sag mal, verfolgst du mich jetzt oder was? Wie schade, dass du kein Boot hast. Ich würde gern zusehen, wie du mir weiter über den Rhein folgst. Ich warte einfach hier im Auto, bis du wieder anlegst. Komm doch einfach mit. In dein Boot? Hast du Angst? Ja. Ach, ehrliche Polizistin. Na dann. Aller gut. Gut, dann nimm ich mal das Heck. 1, 2. Okay. Und los. Okay. Ja. Ich lieb den Roy. Ist das nicht ganz schön gefährlich? Jo, und anstrengend. Und voll viel Verkehr vorn und Fahrräder. Aber wir sind ja noch auf dem Altroy. Sag mal, dieser Hagemann. Ja, was ist mit dem? Der mag dich. Der hat sich fertig geprügelt. Er hat was? Ja, mit Götz Morgentau gestern Abend. Männer. Bist du mit dem Götz zusammen? Also, es geht dich zwar nix an, aber nee. Wir haben nur dieselbe Interesse. Mhm. Wer hat Franka Reichel erschlagen? Ich nicht. Götz? Nee. Der Hagemann? Wieso dann der? Die Reichel hat nicht nur dich in ihren Videos runtergemacht, sondern das ganze Dorf. Vielleicht hat der Hagemann das nicht gern gesehen? Der hat nicht nur ein Handy, geschweige denn Internet oder ein Smartphone. Jemand kann ihm das Video gezeigt haben. Wieso sollte ausgerechnet der Hagemann Milchsäure ins Wasser kippen? Ja, wer dann? Vielleicht wird jemand der Brauerei schade? Das wäre echt was, dass diese intrigante Make-Your-Own-Research-Halleluja-Zwiebel sich ausgedacht haben kennt. Das passt voll zu ihr. Wenn sie nicht tot wäre, wäre ich überzeugt, dass es die Reichel war. Vielleicht hat der Hagemann sie erwischt. Was ist dann das? Oh, verdammt! Oder vielleicht hast du sie erwischt. Das ist so eine verdammte Scheiße, das gibt's doch nicht! Genau. Sie wollte HB100 als Feind aufbauen. Sie wollte dir eine Trinkwassermanipulation in die Schuhe schieben. Sag mal, kannst du schwimmen? Wie? Ja, schon, aber... Du ist ein Loch im Boot! Wie? Was? Wo? Oh. Hilfe! Hilfe! Oh, Scheiße. Es ist stachelig hier. Oh Gott, alles babbisch. Oh, meine Schuhe sind auch weg. Oh, ich bring ihn um. Wen dann? Der mein Boot angebohrt hat. Hier, siehst du das? Ich hab das Teil in meine Hosentasche gesteckt. Das war in dem Loch. Ein Maß Bierdeckel. Die kann man jetzt rollen, die sind nicht mehr so dick wie früher. Müssen sparen, wo es geht. Oh Gott, aber dann war das ein Ohrschlag. Ah jo. Wer war das? Ich hab keine Ahnung. Und ich krieg grad Annie. Ich brauch sofort ein Handy. Meins ist weg. Meins ist futsch. Hey, Sie! Ja, Sie da vorne mit dem Hund. Hallo! Ich müsst mal kurz telefonieren. Hallo? Anima, bist du das? Fee, ist super wichtig. Du musst sofort nach Teuerbach fahren. Das ist doch nicht deine Nummer. Nee, das ist ein fremdes Handy. Warte mal. Wir haben beraten, du bist drin. Pass auf, du musst zu diesem Holger Schmitz, der Typ von gestern, der Hagemann, wächst noch? Sag mal, freust du dich gar nicht? Doch, bitte, du musst unbedingt den Hagemann observieren. Lass den bloß nicht aus der Ache. Fee! Hier. Und? Er ist
da unten am Bach angelt. Komm, hier hinter der Hecke haben wir ihn und seinen Bauwagen gut im Blick. Aber bis jetzt noch nix. Ach Gott, ist das langweilig. Ich hätte was zu essen mitnehmen sollen. Mensch, es passiert noch was. Ich hoff's. Oh, mein Bär. Oh Gott, das kann noch ein langer Abend werden. Oh, pst. Ah, jetzt geht's los. Da guck mal, ein Besucher. Ein Kapuzenmann. Voll vermummt, der Typ. Das film ich jetzt besser mal. Was macht denn der da an dem Rohr? Das ist der Kamin, der Abzug vom Ofen. Der kann ja ganz schön gut klettern. Äste, Stoff. Der verstopft den Abzug. Soll wohl aussehen wie ein Vogelnest. Ich hab alles auf dem Handy. Und wenn jetzt der Ofen angemacht wird, sammelt sich dort drin Kohlenmonoxid. Giftig. Absolut tödlich. Guten Abend, Herr Bürgermeister Lindefeld. Was? Was machen Sie denn da oben? Kommen Sie erst mal da runter. Wir haben gerade beobachtet, wie Sie versucht haben, den Abzug des Holzofens zu verstopfen. Das wird die Staatsanwaltschaft möglicherweise als Tötungsabsicht werden. Und Sie haben das Boot von der Rissa Maas angebohrt. Und Frau Franka Reichel erschlagen. Also, das ist Blödsinn. Ich hab die selber hergeholt. Warum sollte ich die umbringen? Und desto... Ich hab versucht zu helfen. Der Hagemann hat immer Probleme mit dem Abzug. Ich hab da nichts neigestopft. Ich hab da was rausgeholt. Ich hab alles auf Video. Wir sind Augezeuginnen. Herr Lindefeld, Sie haben das Trinkwasser im Wasserturm mit Milchsäure verunreinigt. Sie waren für den Verkauf der Brauerei. Das hätte nämlich nicht nur dem Ort, sondern auch Ihnen persönlich finanziell viel Eu gebracht. Sie hätte ihr eigenes, bis dato wertloses Grundstück direkt neben der Brauerei Dayan Multifood verkaufen können. Und die habe Ihnen garantiert ein nettes Angebot gemacht. Also, das ist doch... Aber dann hat der alte Maas leider einen Rückzieher angekündigt. Sie waren schockiert. Er vertraute plötzlich den Aktivisten, die ihn zuvor attackiert hatten. Da kamen sie auf die Idee, einen HW-100-Anschlag mit Milchsäure zu fingieren. Maas würde daraufhin die Freunde seiner Tochter zum Teufel jagen und den Deal durchziehen. So haben Sie sich das gedenkt. Also, ich hatte nichts damit zu tun. Oh doch. Sie haben den Wasserturmschlüssel von der Gemeinde genommen, haben sich ein bisschen hippieartig angezogen, haben die Milchsäure zum Turm gebracht und sie in das System gekippt. Aber die Sache hat einen Hoge. Der Kanister war so groß, dass der nicht durchs Fenster gepasst hat, das Sie da aufgetrickt haben. Sie haben Eubruchsspuren gefälscht, aber der Täter muss einer mit dem Schlüssel sein. Und dann, Katastrophe, wurden sie von der Reichel entdeckt. Die muss ihnen gefolgt sein, als sie in den Turm einbrachen und das Wasser verunreinigten. Vermutlich hat sie das sogar gefilmt. Also das ist völliger Blödsinn. Sie haben die Reichel mit dem Hager erschlagen, dann versteckt und das Handy entsorgt. Der wirkliche Hagemann sind Sie. Ich will meinen Anwalt. Aber natürlich, sehr gern. Nach dem Leichenfund erkannten sie, dass Rissa und Götz sehr gefährlich für sie waren. Götz ist ihnen durch die Lappe gegangen. Also haben sie sich erstmal auf Rissa konzentriert. Sie haben Rissas Boot angebohrt und gehofft, dass sie damit weit draußen auf dem Rhein sein würde, wenn sich der Pfropfen löst. Zum Glück aber waren wir noch auf dem Altreuarm. Und den Hakenmann mussten sie loswerden, weil er sie gesehen hat. Er war Zeuge. Er dachte, er hätte Götz Morgenthau erkannt, aber Morgenthau hat ein Alibi. Und es war dunkle Nacht. Der Hakenmann hat einfach nur einen Mann gesehen. Und dieser Mann waren Sie. Wir haben Sie auf Video. Sie sind verhaftet. Überhaupt nichts, Hensi. Hey. Aber der Hagemann, der ist gemeingefährlich. Irre. Was macht denn ihr da? Hagemann. Da wohn ich. Herr Moll, ich hab den Abzug von deinem Ofen repariert. Danke, Christian. Polizei? Was wollen die dann? Wir nehmen jetzt den Herrn Lindefeld mit. Warum? Wir glauben, dass der die Frau im Wasserturm getötet hat. Was? Du warst es, Christian? Du? Nein. Du darfst es nicht in dir schließen. Das macht dich krank. Ich weiß, wie das ist. Ich habe auch jemand umgebracht. Da. Sehen Sie? Es war furchtbar.
Ich hab ne umgebracht. Aber erst habe ich versucht, noch ihn zu retten. Wen? Tommy. War einfach so schwer. Welche Christian? Ja, der hat mich runtergezogen. Tief ins Wasser. Ganz fest. Und da habe ich eine geschlagen. Fest. Tom, ihren Bruder. Ja. Als der ertrunken ist. Ich wollte nicht da runter, Christian. Ich wollte nur nicht da runter. So, erstmal guten Morgen in die Runde. Morgen. Und für alle, die sie noch nicht persönlich kennen, das ist Anima King, unsere neue Kollegin. Willkommen im Team. Danke. Ich danke euch. Freue mich, dass ich Teil des Teams heute darf. Übrigens, Anima, überraschend hat sich am Freitagabend auch dein Kollege Pirose bei uns beworben. Also ich darf das hier so weitergeben, weil er sich, naja, doch eher unkonventionell an uns gewandt hat. Mutige Aktion. Alle Achtung. Piro ist ein toller Polizist. Apropos tolle Polizisten. Unsere IT-Forensik braucht ja traditionell immer ein bisschen länger, aber sie bringt fantastische Ergebnisse. Und das hat mir jetzt schon den Montag gerettet. Das haben die aus der Cloud von dieser YouTuberin, der Reichel, gesichert. Gucken euch das bitte mal an. Nennt es Intuition, nennt es Erfahrung. Ich glaube ja, dass diese Brauerei das Zentrum übelster Machenschaften ist. Heute oben zeige ich euch einfach mal, was da außenrum so steht. Also, da wäre dieses UFO. Nee. Leute, wir sind hier auf dem Gelände der Mars-Brauerei. Hier befindet sich ein alter Wasserturm. Longa, da geht jemand neu. Was hat denn der in der Hand? Kanister. Okay, die Tür ist angelehnt. Interessant. Oh, Jesus, ist es dunkel hier. Da ist jemand. Was passiert denn da? Ich gehe mal hoch, aber langsam. Boah, alles voller Vogelkacke. Jesus, das ist ja toll. Davon, da ist ein Loch im Boden. Licht. Das muss ich aufnehmen. Langsam. Leute, ich sag's euch. Ich werde HW100 auf frischer Tat ertappen. Hallo? Fuck, er hat mich gesehen. Welchen Dorf? Moment kurz. Ich bin gleich wieder da. Leute, es ist nicht zu fassen, wen ich eben in diesem Wasserturm gesehen habe. Wie er da eine verdächtige Flüssigkeit aus dem großen Kanister in den Abfluss geschüttet hat. Was machen Sie da? Haben Sie das etwa gefilmt? Ja, hab ich. So, Leute, das hier werdet ihr mir nicht glauben. Das ist groß. Das wird mich weltberühmt machen. Und den Herrn Bürgermeister Lindefeld aus Teuerbach gleich mit. Herr Lindefeld, was macht... Die Pfalz ist weiter. Der Tatort leer. Das war der Hakenmann, ein ARD-Radiotatort von Monika Geier. Beim Radiotatort machen wir vom SF natürlich auch mit und ihr könnt euch auf den Sommer freuen. Da gibt es einen neuen Teil von unserer Krimireihe, die in der nahen Zukunft spielt. Im Jahr 2050 ist gerade mitten in der Schreibstube bei Dominik Bernett, unserem Autoren. Ich möchte gerne noch 2 Hinweise machen zum Thema, das wir heute hatten beim Hakenmann, nämlich dem Geschäft mit dem Wasser. Einerseits verlinke ich euch sehr gern den Dokumentarfilm Bottled Live, Nestles Geschäfte mit dem Wasser. Kann man kostenlos streamen auf PlaySuisse. Und da gibt es wirklich einen doch sehr spannenden Einblick über Nestlés Tätigkeit, Schweizer Konzern auf dem Weltmarkt mit Wasser. Und jetzt möchte ich gerne noch 5 Minuten anhängen aus einem Rendezvous. Und zwar geht es da um Walz in Graubünden, wo es eine bekannte Quelle gibt und auch das Mineralwasser. Da ist vor 20 Jahren Coca-Cola eingestiegen. Es gab natürlich viele Befürchtungen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das erfahrt ihr im kommenden Beitrag in gut 5 Minuten. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Susanne. Bis zum nächsten Mord. Schon den ganzen Sommer widmen wir uns hier im Rendezvous dem Thema Wasser in ganz unterschiedlichen Facetten. Heute geht es ums Mineralwasser. Sei es im Wallis oder im Berner Oberland, die Nutzung von Wasserquellen hat in den letzten Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Dank Schweizer Sportstars China-Übernahme von Adelbodner Mineralquelle abgewehrt, titelte zum Beispiel unlängst der Blick.
Auch in Turtmann im Oberwallis kam es zu einer Kontroverse um Kaufabsichten chinesischer Investoren. In Vals im Kanton Graubünden kennt man solch medialen Aufregungen. Denn hier ist vor über 20 Jahren der Getränkemulti Coca-Cola ins Geschäft mit dem Valser Mineralwasser eingestiegen. Ängste und Hoffnungen kamen auch damals hoch. Wie ist die Situation heute, hat Christine Wanner wissen wollen. Leichter Regen nach einer Gewitternacht. Die Wolken kleben an den Hängen, Wasser rauscht. Es ist kühl auf rund 1200 Metern Höhe. Für Gemeindepräsident Stefan Schmid gehört das Wasser nach Vals und so treffen wir uns draußen vor dem kleinen Ort. Wir sind hier in Geuth und das finde ich ein sehr schöner Platz. Dem Wasserfall zu hören ist sehr entspannend. Ja. Schmid ist seit 11 Jahren Gemeindepräsident und 52 Jahre alt. Er übernahm nach turbulenten Jahren Kontroversen über die Weiterentwicklung der Therme und Schlagzeilen über den Verkauf der Valser Mineralquelle. Der Verkauf sei vor allem medial ein großes Thema gewesen. Aber das hat sich eigentlich sehr schnell gelegt. Also die Bevölkerung hat dann gesehen, dass Coca-Cola investiert im Vals, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Inzwischen ist es nicht nur medial ruhiger geworden. Die Therme gehört wieder der Gemeinde und das Valser Wasser ist weiterhin beliebt. Viele Gemeinden haben eigentlich mit der Abwanderung zu kämpfen und Vals konnte die Einwohnerzahl seit 1970 konstant bei diesen 1000 Einwohnern halten. Und das hat schon mit den Arbeitsplätzen zu tun. Denn diese sind verbunden mit dem Wasser. Das Thermenhotel und der Produktionsbetrieb sind die größten Arbeitgeber im Ort. Unweit vom Wasserfall steht der schlichte Produktionsbau. Wer nach Vals kommt, sieht zuerst die gestapelten grünen Getränketerrassen, dahinter das Gebäude mit dem Valser Schriftzug plus Schweizer Kreuz. Die Amerikanisierung, die mit dem Einstieg von Coca-Cola im Jahr 2002 befürchtet wurde, fand nicht statt. Für Erwin Berni ist das logisch. Er arbeitet seit fast 3 Jahrzehnten für Valser. Die Quelle ist ja immer noch der Gemeinde. Also es ist ja nicht so, dass Coca-Cola die Quelle gekauft hat, sondern die Infrastruktur, das Gebäude, die Abfüllanlagen. Und die Quelle selber ist ein öffentliches Gewässer, gehört der Gemeinde und Coca-Cola oder Valser bezahlt für jeden verkauften Liter eine Konzessionsgebühr an die Gemeinde. Und zwar mehr als vor der Übernahme. Die Quellfassung liegt am gegenüberliegenden Hang, hinter der Therme, mit der sich Valser das Wasser teilt. Es tritt warm aus dem Berg, ist eine Thermal- und eine Mineralquelle. Für Coca-Cola war es die erste Mineralquelle in Europa. Weitere folgten, sodass der Konzern heute mit den gleichen Slogans für verschiedene Mineralwasser wirbt. Natürlich überwogen damals die Hoffnungen, dass die Arbeitsplätze bleiben und ausgebaut werden. Das große Wachstum blieb allerdings aus. Valser entwickelte sich auch nicht zum Exportschlager im umkämpften Mineralwassermarkt. Erwin Berni, welcher heute für die Arbeitssicherheit im Betrieb zuständig ist, sagt es so. Wenn Coca-Cola nicht gekommen wäre, wären wir wahrscheinlich einfach kleiner geworden. Und so sind wir mindestens stabil geblieben, auch von den Volumen her. Das sind immer noch um die 90 Millionen Liter, die wir jährlich abfüllen. Inzwischen habe die Besitzerin Coca-Cola, bestehend aus der Lizenznehmerin in der Schweiz und dem amerikanischen Mutterkonzern, investiert. In effizientere Abläufe im Betrieb etwa und vor einem Jahrzehnt in die Konzession einer zweiten Quelle. Da dieses Wasser weniger lang im Berg und weniger mineralisiert ist, eignet es sich für das stille Valser Wasser. Laut Erwin Berni ist die Nachfrage hier gewachsen. Gut möglich, dass es künftig weitere Quellfassungen braucht und damit auch neue Konzessionen und Gebühren zugunsten des kleinen Ortes. Aktuell sind es gemäß Gemeindepräsident Schmid rund 370.000 Franken pro Jahr. Zur Zukunft, sagt er. Man muss sich sicher Gedanken machen zum Klimawandel, zur Wassernutzung. Wir gehen schon davon aus, Valser Wasser nutzt die Quelle sehr nachhaltig. Valser Wasser pumpt kein Wasser nach oben. Das kommt alles mit dem freien Druck aus dem Berg und das zeigt eigentlich auf, dass es eine nachhaltige Nutzung wird. Es wird eigentlich nur das genommen, was natürlich aus dem Boden kommt und das, denke ich, ist sehr wichtig. Ja. Von Risiken oder einer zu großen Abhängigkeit wollen weder Valser-Mitarbeiter Berni noch Gemeindepräsident Schmid sprechen. Schlagzeilen über den Verkauf anderer Mineralquellen bereiten ihnen keine schlaflosen Nächte, denn sie wissen, die mediale Aufregung legt sich wieder.
Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.